Vor einer Woche hatte ich die Premiere von meinem Kurzdoc-Film «Risk, Courage and Cars» beim Supercar-Händler in Ventura. Das war noch ganz speziell. Ciao zusammen, René hier, herzlich willkommen beim heutigen Beitrag. Der Marc, mein Protagonist, hat sein Arbeiten ausstellen. Das war noch gut. Die haben also in diesem Showroom, wo Lamborghinis sind rumgestanden, Ferraris sind rumgestanden, Bentleys sind rumgestanden, hat er seine Illustrationen, also seine Visionen von zukünftigen Autos oder neuen Designs, hat er an der Wand können ausstellen. Das war ganz eindrücklich, so auf poliertem Alu, ganz exklusiv ausgesehen, und hat auch noch andere Arbeiten von seinem Arbeiten ausgestellt. Und dann ist dazu gekommen, dass man eben unter anderem auch meinen Doc-Film gezeigt hat. Das ist natürlich immer super. Wenn ich so dazu komme, ich selber eigentlich nicht viel machen, sondern einfach nur dort sein. Und das war wirklich noch spannend. Vor allem auch die Klientel, das ist natürlich eine Kundschaft, die ich da sonst nicht sehe, um die Kerne herum. Man hatte einen Ferrari, dann hat es sogar 2 Lamborghinis Huracan sind rumgestanden. Und dann waren die auftunen. Also eben die Bude ist dann auch da zum Auftunen. Also überall Schildchen dran, eben schon verkauft. Und das war wirklich noch speziell. Dann ist auch der Schweizer Botschafter noch vorbeigekommen. Ihn persönlich habe ich leider nicht lernen kennen. Ich war irgendwie schon beschäftigt, wahrscheinlich mit Gipfeli essen oder irgendwie so etwas. Aber nach dem Mittag, also etwa um 12 Uhr, ist dann die Vorführung losgegangen. Das war noch gut, weil man dann eben Reaktionen sieht von einem Publikum auf seinen eigenen Film. Und logisch, wenn man selber den Film gemacht hat, sieht man ja gerne wieder Sachen, die man dann ändern würde, aber das gehört halt auch ein bisschen dazu, dass man da nie ganz zufrieden ist. Am Schluss hat es einmal Applaus gegeben und das hat mich dann auch gefreut. Und eben so Gelegenheiten sind dann immer wieder gut wegen dem Netzwerk. Es hat mich schon noch eine Dame angesprochen von Santa Barbara, die interessiert ist für einen Doc-Film. Und dort bin ich jetzt auch dran, mal schauen, ob sich daraus etwas ergibt. Und vielleicht auch nicht. Man weiss ja dann gleich nie. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ob ihr irgendwelche Traumkerren habt und was das genau für einen ist. Und wo ihr dann auch herfahren würdet, wenn ihr jetzt den so einen Tag lang auslehnen könntet. Mein Traumkarren war übrigens nicht der gewesen, und das wäre ein Ford Bronco. Aber da war auch eine Preisstufe ein bisschen zu wenig hoch dort. Aber ich will nicht zu lange machen. Wir Sportler haben im Moment ja relativ böse mit der Euro schauen, Tour de France schauen, und wir hier müssen noch Copa Americana verfolgen. Also, ja, der Tag hat 20 Stunden. Item, ich würde sagen, das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Hineinschauen. Tschüss.